Karre. Also das ist jetzt der Piaggio TM, heißt das. Mit dem fahre ich bergab 60, immerhin. Und sonst etwa 20 oder 30. Es ist ein Arbeitstier und es ist aber auch ein Lieblingsobjekt. Ich bin quirlig, mein Auto ist sehr quirlig. Es fällt auf, ich denke mal, das habe ich hoffentlich nicht gemeinsam, aber es ist zuverlässig. Es passt zu mir sehr. Es ist laut zum Fahren, es ist wild, es ist eng und irgendwie halt nicht super Komfort, gar nicht. Also im Winter friert man, im Sommer schwitzt man wie blöd, aber es ist gleich cool. Dieses bisschen Oldtimer-Touch ist eben schon noch toll. Wenn ich ihn fahre und die Leute sind begeistert und winken, das ist immer wirklich das Hammer, das schönste Erlebnis. Man sieht, viele Kinder reagieren darauf, das ist eben super. Die Kinder finden es unglaublich und fragen auch extrem viel, ob sie mitfahren dürfen. Man kann nicht einfach wie eine Wildsau um die Ecke fahren, dann kippt man. Das sind dünne Rädchen, man slippt und mir ist das auch schon mal passiert. Nicht, dass ich gekippt bin, aber dass ich schräg gegangen bin. Es hat alles ein bisschen anders wie beim Auto. Das ist der Rückwärtsgang. Wenn man den zieht, geht es rückwärts. Bei diesen Autos darf man sich einfach nicht stressen lassen. Wenn jemand hupt hinten dran oder rote Ampel er nicht anspringt, einfach machen, nicht stressen lassen, weil das bringt nichts. Was wichtiger ist, mein Mann oder meine Piaggios. Und ich muss eindeutig sagen, meine Piaggios. Cut! Nein, definitiv mein Mann.